Wenn ich ehrlich bin, lange habe ich gedacht, Propaganda, komm, das brechen nur die anderen. Die auf dubiose Kanäle fallen. Die komische Blogs lesen. Aber auch nicht mehr. Ich lese meine seriösen Zeitungen, wie die NZZ oder der Thuner Tegel. Und um 7:30 schaue ich in die Tagesschau. Meine Meinung basiert auf soliden Fakten. Die Manipulierten sind die anderen. Aber genau da liegt das Problem. Weil Propaganda hat eine verflixte Eigenschaft. Wer betroffen ist, merkt es meistens gar nicht. Es ist ein bisschen wie die eigenen Socken, die man selber gar nicht mehr schmeckt. Wem kann ich denn überhaupt noch trauen? Genau das wollte ich im heutigen Video herausfinden. Ciao zusammen, von unten hier. Herzlich willkommen aus Kalifornien, wo ich alle Wochen ein spannendes Thema ein bisschen genauer in die Hüble nehme. Also, los geht's. Ich habe mir zuerst eine einfache Frage überlegt. Wie häufig kommt echt Propaganda bei uns überhaupt vor? Ist Propaganda etwas Seltenes, reserviert für Diktatoren? Oder wird das auch bei uns in einer Demokratie eingesetzt? Und genau da bin ich hellhörig geworden. Schon seit über 100 Jahren sagen Forscher und Studierte ganz offen, Propaganda sei ein zentrales Werkzeug, ganz besonders in Demokratien. In Demokratie entscheidet die Mehrheit. Darum sei Propaganda das Mittel, um in einer Demokratie die Mehrheit der Leute auf Linie zu bringen. 1928 hat Edward Bernays geschrieben, das ist der Begründer der modernen PR gewesen. The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. Oder kurz gesagt, Demokratie funktioniert nur, wenn man die Menschen bewusst steuert. Ein paar Jahre vorher, im 1922, hat Walter Lippmann, ein US-Journalist und Politikberater, gesagt, the manufacture of consent is capable of great refinements. No one can suppose that democracy can survive without it. Auf Deutsch gesagt, Zustimmung in der Politik kann man nicht einfach am Zufall überlassen. Eine Mehrheit muss fabriziert werden. Noam Chomsky, Philosoph und Medienkritiker, hat es in jüngerer Zeit so zusammengefasst. Propaganda is to democracy what the bludgeon is to a totalitarian state. Auf Deutsch, in Demokratien ist Propaganda genauso wichtig wie der Schlagstock und Gewalt in Diktaturen. Genau diesen Gedanken greift aktuell auch der Jonas Tögel auf, ein Propagandaforscher aus Regensburg. Er sagt in seinem Vortrag glasklar, die kognitive Kriegsführung ist die fortschrittlichste Form der Manipulation, die es heute gibt. Was er meint ist, dass kognitive Kriegsführung ist im Grunde genommen die moderne Weiterentwicklung von Propaganda. Nur noch viel umfassender. Wenn man das hört, wird klar, Propaganda ist alles andere als ein Randphänomen. Sie ist auch kein Sonderfall reserviert für autoritäre Staaten, sondern Propaganda ist ein zentrales Werkzeug in der Demokratie, auch bei unserer. Das Fiese daran, wir merken es nicht. Das ist für mich auch die unbequeme Erkenntnis gewesen. Opfer sind nicht nur alle anderen, wir alle sind Opfer. Dann habe ich mich als nächstes gefragt, ja, wie funktioniert denn das konkret? Wie schaffen sie es, Menschen so zu steuern, ohne dass wir das selber merken? Grob gesagt lassen sich Menschen auf zwei Arten steuern. Die erste Variante ist die sogenannte harte oder unfreiwillige Methode. Nämlich mit Gewalt, oder mit Drohungen, oder mit Erpressung, oder mit Bestechung. Das funktioniert im Normalfall recht zuverlässig. Das Blöde daran, die Menschen schnallen sofort, dass man sie manipuliert. Und irgendwann kommt eine Gegenreaktion. Ich habe gelesen, dass, wenn man viele Menschen gleichzeitig auf diese harte Art steuern will, wird es richtig teuer und mühsam. Weil für eine unfreiwillige Steuerung müsse der Druck dauernd aufrecht behalten werden. Und jetzt wird es spannend. Mit der zweiten, der sanften oder der freiwilligen Methode kann man Leute so manipulieren, dass sie es selber gar nicht merken. Das ist die hohe Kunst der Propaganda. Man zapft die Emotionen der Menschen an. Man spielt mit der Angst, oder mit Schuldgefühl, oder mit Mitgefühl. Und genau das ist der Trick. Diese Methode gibt uns das Gefühl, dass wir frei entscheiden. Und dabei werden wir genau gleich manipuliert.
Ein einfaches Beispiel, wie das funktioniert, kommt vom Propagandaforscher Jonas Tögel. Nehmen wir einfach mal an, ein Staat will erreichen, dass ihm möglichst viele Menschen 20 Stutz abliefern. Mit denen will er sich schlicht und einfach bereichern. Jetzt kann er das mit 2 Methoden machen. Schauen wir uns zuerst die unfreiwillige Methode an. Er schickt bewaffnete Männer in Uniform los, die den Leuten Pistolen an die Schläfen haben und sagen, 20 Stutz, aber sofort. Wahrscheinlich würden die meisten das Geld auch geben. Aber wir würden auch heimgehen mit einer Wut im Bauch und den Füßen im Hosensack. Und irgendwann, wenn es noch mehr passiert, würde man sich auch wehren. Mit der freiwilligen Methode, Propagandamethode, geht es viel konfliktfreier. Der Staat schickt freundliche Leute los, die uns ein Bild von einem abgemagerten Kind zeigen und sagen, mit nur 20 Stutz kann das Kind eine ganze Woche lang essen. Und bingo, wir geben das Geld freiwillig. Vielleicht geben wir sogar noch mehr als 20 Stutz. Und wir fühlen uns sogar noch gut dabei. Aber in Wahrheit ist das Bild vom Kind nur ein Vorwand gewesen. Die Absicht war nie, diesem Kind zu helfen. Das einzige Ziel war, an unser Geld zu kommen. Das Resultat ist in beiden Fällen identisch. Die 20 Stutz sind weg und der Staat hat sich bereichern. Der Unterschied liegt darin, wie sich der Beschiss für uns angefühlt hat. Ich finde das zwar tragisch, aber auch faszinierend, wie das funktioniert. Bei unfreiwilligen, harten Methoden wehren sich die Menschen dagegen. Bei freiwilligen, sanften Methoden merken sie gar nicht, dass sie verarscht werden. Im Gegenteil. Man verteidigt noch die eigene Handlung. Meistens noch vehement, weil man überzeugt ist, etwas Gutes gemacht zu haben. Genau das ist das Gefährliche an gut gemachter Propaganda. Als nächstes habe ich mich gefragt, wie wird denn eigentlich gute Propaganda gemacht? Was braucht es denn da für Werkzeuge dazu? Was sind die Voraussetzungen? Ein einziges Wort kann reichen, dass unsere Wahrnehmung ganz anders reagiert. Zum Beispiel kann eine Schlagzeile behaupten, die Regierung schnürt ein Rettungspaket. Das klingt positiv, fast wie eine Hilfe in einer Notlage. Heisst in Schlagzeile hingegen, die Regierung macht ein Banken-Bailout. Dann wirkt es plötzlich ganz anders. Wie ein Geschenk an diejenigen, die selber die Schuld sind an der Krise. Die Wortwahl entscheidet also, ob wir etwas positiv oder negativ bewerten. Forscher sagen dem Framing. Ich würde von einem Deutungsrahmen reden. Die gebrauchten Wörter tragen also automatisch in sich, wie wir darauf reagieren, ob positiv oder negativ. Genau da drin ist die Kunst von erfolgreicher Propaganda. Die richtigen Wörter auszuwählen oder sogar neu erfinden, damit die bei uns genau die emotionalen Reaktionen auslösen, die beabsichtigt ist. Beispiel gibt es viele. Hier sind 3. Neutral könnte man von Klimawandel reden. Wandel tönt nach etwas Natürlichem. Wenn man aber eine negative Reaktion auslösen will, sagt man Klimakrise. Krise erzeugt Dringlichkeit und Angst. Neutral berichtet man, wenn man sagt, Donald Trump hat bei einer Kundgebung vor 1000 Menschen geredet. Wenn man eine negative Reaktion triggern, dann sagt man hingegen, der Donald Trump hat vor einem wütenden Mob gehetzt. Man kann neutral melden, Russland hat einen Krieg in der Ukraine gestartet. Oder man kann das in ein Framing packen und eine negative Reaktion vorausplanen, indem man meldet, Russland hat einen brutalen Angriffskrieg angefangen. Und genau so wie Wörter funktionieren auch Bilder als wichtiges Werkzeug für Propaganda. Ein einziges, gut ausgewähltes Foto kann eine ganze Geschichte erzählen, ohne dass man da noch gross etwas dazu schreibt. Zum Beispiel ein Bild von jubelnden Soldaten mit wehenden Fahnen im Wind vermittelt Stolz, Kraft und vielleicht sogar ein bisschen Heldenmut. Ein anderes Bild vom gleichen Krieg, zum Beispiel zerstörte Häuser oder verletzte Menschen, wecken hingegen Mitleid, Trauer oder Wut. Es ist der gleiche Krieg, aber die Wirkung in unseren Köpfen ist komplett unterschiedlich. Bilder sind so mächtig, weil die sofort Emotionen auslösen. Und wer weiss, was für Bilder welche Gefühle auslösen, kann die sehr gezielt auswählen. Oder im Bedarfsfall auch selber inszenieren. Aber
Propaganda funktioniert nicht nur durch das, was man zeigt oder was geschrieben wird, sondern genauso durch das, was man weglässt. Manchmal reicht es, wenn man ein kleines Detail verschwiegt, um eine Geschichte in ein ganz anderes Licht zu rücken. Im Krieg zum Beispiel meldet man nicht die eigenen Verluste, sondern nur die vom Gegner. Oder gibt die eigene Zahl als viel kleiner an, als sie das eigentlich ist. Oder ein Foto wird so zugeschnitten, dass nur das sichtbar ist, was zur eigenen Story passt. Also das selektive Weglassen ist ein wichtiges Werkzeug für die Propaganda. Wir haben jetzt also gesehen, gute, das heisst wirkungsvolle Propaganda wird mit Wörtern, mit Bildern und auch mit dem Verschwiegen von Informationen gemacht. Die Mittel sind eigentlich einfach, aber die Wirkung ist enorm. Ich habe das spannend gefunden. Als nächstes wollte ich wissen, für was ist denn das Ganze alles? Was ist denn eigentlich das Ziel von Propaganda? Um zu verstehen, wieso es Propaganda überhaupt gibt, lenkt ein Blick auf das Ziel von Propaganda. Es geht darum, Zustimmung zu erschiessen. Entscheidend ist, es geht nicht um ein paar Einzelne, auch nicht nur um eine kleine Gruppe. Es geht immer um die Mehrheit der Bevölkerung, weil nur die Mehrheit zählt in einer Demokratie. Das Establishment braucht diese Mehrheit, oder zumindest den Eindruck, dass die Mehrheit hinter ihnen steht. Der Politikwissenschaftler Walter Lippmann sagt dem the Manufacture of Consent, also das Fabrizieren von Zustimmung oder Einigkeit. Seine Botschaft ist klar. Mehrheiten darf man nicht dem Zufall überlassen. Sie müssen gemacht werden durch Propaganda. Hier müssen wir jetzt auch unterscheiden zwischen institutioneller Propaganda und Nischen oder Meinungsmacher. Institutionelle Propaganda, das sind die grossen Kampagnen von internationalen Netzwerken, Regierungen, militärischen und wirtschaftlichen Strukturen. Beispiel dafür ist das WEF in Davos, die Trilaterale Commission, der Council on Foreign Relations oder globale Institutionen wie die WHO oder der Weltklimarat. Nur diese Akteure haben die Reichweite und die Mittel und den Einfluss, um Propaganda an Quellen einzuspeisen, also an den Newslieferanten zu füttern und die Nachrichtenkette ganz oben zu beeinflussen. Im Gegenzug dazu stehen die sogenannten Nischen-Influencer, YouTuber, Blogger oder ganz allgemein Meinungsmacher. Die können zwar ihre Community erreichen, vielleicht ein paar Tausend oder ein paar 10.000 Menschen, aber das ist wie ein Stammtisch im Vergleich zu einem Stadion. Das reicht nie, um eine Mehrheit der Gesellschaft zu manipulieren. Für eins von meinen neuesten Videos über einen Einheitsbrei in den Schweizer Medien habe ich diese Übersicht gemacht. Wenn wir herausfinden wollen, wer überhaupt hinter der Propaganda steht, dann können wir diese Übersicht einfach umgekehrt durchgehen. Also von Nitze nach Opsi. So kommen wir Schritt für Schritt zur Quelle der Propaganda. Ganz unten sind wir, die Konsumenten. Wenn ein Akteur eine Mehrheit manipulieren will, dann muss seine Botschaft bei uns ankommen. Aber wir bekommen unsere Informationen nicht direkt, sondern über Verteiler. Also Zeitungen, das Fernsehen, Online-Portal oder Suchmaschinen, wie zum Beispiel Google, die Suchresultate vorfiltern. Und neuerdings auch über Sprachmodelle wie ChatGPT und Company. Nur was durch diese Verteiler läuft, erreicht auch eine Mehrheit der Bevölkerung. Damit eine Botschaft überhaupt von den Verteilern übernommen wird, braucht es die Abnehmer. Die grossen Medienkonzerne, die Inhalte auswählen, redigieren und weitergeben. Und diese Abnehmer beziehen ihre Informationen wiederum von den Lieferanten. Nationale und regionale News von SDA, der Schweizer Depescheagentur, internationale News von den grossen 4 Nachrichtenagenturen. Reuters, Agence France Presse, AFP, Associated Press, AP und der DPA, der deutschen Depescheagentur. Ganz zuoberst an Spitze stehen dann schlussendlich die Agenda-Bestimmer, internationale Netzwerke, Regierungen, militärische und wirtschaftliche Strukturen,
die definieren, welche Themen aus welchem Blickpunkt überhaupt gesetzt werden. Wenn man das so von unten nach oben durchgeht, wird klar, eine erfolgreiche Propaganda, also Propaganda, die das Potenzial hat, eine Mehrheit zu fabrizieren, muss zwingend durch die ganze Kette laufen. Sie wird bestimmen bei den Agenda-Bestimmer, läuft dann über die Lieferanten und die Abnehmer zu den Verteilern und kommt dann am Schluss bei uns an, den Konsumenten. Ohne den Ablauf kann man keine Mehrheiten manipulieren. Sonst reden wir vielleicht über andere Meinungen, über Kritiker oder Nischeneinfluss, aber nicht über Propaganda im eigentlichen Sinn. Weil, was haben wir herausgefunden, was der Kern ist von echter Propaganda? Es geht nicht darum, ein paar Menschen zu überzeugen. Es geht darum, die Mehrheit auf die gewünschte Linie zu bringen. Diese Erkenntnis war für mich ein wichtiger Weckruf gewesen. Propaganda ist also nicht die Ausnahme, sondern allgegenwärtig in unseren Medien. Und trotzdem habe ich das lange Zeit nicht gemerkt. Darum habe ich mir als nächstes die Frage gestellt, wie kann ich Propaganda überhaupt von normaler Information unterscheiden? Um nicht im Nebel zu stehen, habe ich mir meine eigenen Kriterien zurechtgelegt. Ich habe mir 5 Warnsignale zusammengetragen, die mir helfen, institutionelle Propaganda von normalen Informationen zu unterscheiden. Vielleicht sind die ja auch für euch nützlich. Warnsignal 1. Die Mehrheitsfrage. Institutionelle Propaganda richtet sich nicht nur an eine kleine Gruppe. Sie will immer die Mehrheit steuern. Wenn man ähnliche Formulierungen gleichzeitig in allen grossen Zeitungen, Fernsehsendern und auf dem Internet hören, dann ist das ein deutliches Zeichen. Hier läuft eine koordinierte Kampagne durch die ganze Verteilermaschine. Warnsignal 2. Die Faktenprobe. Institutionelle Propaganda scheucht Detail. Wenn man nachhakt, nach Zahlen, nach Quellen oder nach Belegen fragt, dann bleibt es plötzlich sehr vage. Statt fundierten Argumenten kommen dann vielfach nur Diffamierungen. Der Kritiker wird, wie mir das gerade kürzlich ist passiert, als dummer Berner Oberländer bezeichnet. Oder als extrem. Oder sogar als gefährlich. Der Merksatz ist, wenn statt Argument nur Schimpfwörter kommen, dann ist das ein starkes Zeichen dafür, dass der Absender bereits propagandiert worden. Warnsignal 3. Die Überflutungswelle. Institutionelle Propaganda erkennt noch ein bisschen an ihrer Wucht. Sie kommt nie leise daher. Sie ist laut, gross und repetitiv. Forscher vom RAND-Institut sagen dem the Firehose of Falsehood. Also der Wasserstrahl von Ungenauheiten, der gleichzeitig aus allen Kanälen fließt. Nicht Präzision ist das Ziel, sondern eine Massenüberflutung. Ein weiteres Warnsignal ist die Vorhersehbarkeit. Wenn man bei einer Zeitung oder einem Sender mit grosser Sicherheit vorausorakeln kann, welche Haltung das da vertreten wird, bevor man den Artikel gelesen oder angeschaut hat, dann ist das ein spezielles Medium, nicht mehr objektiv. Eigentlich sollten Journalisten jede Story neu beurteilen, statt eine vorgefasste Sichtweise um jeden Preis durchzuziehen. Warnsignal 5, der Meinungsradar. Institutionelle Propaganda, wenn ich es stageln kann, braucht immer Macht im Rücken. Wenn du merkst, dass deine eigene Meinung übereinstimmt mit was der Staat, die Grossindustrie und die ehemaligen Leitmedien vorgeben, dann lohnt es sich, zweimal herzuschauen. Weil, ich habe es schon gesagt, ein einzelner Blogger oder kleine Kanäle können vielleicht ein paar Tausend Leute beeinflussen. Vielleicht ein paar 10.000. Aber nur die grossen Player haben die Ressourcen und das Netzwerk, um wirklich Mehrheiten zu manipulieren. Diese 5 Warnsignale helfen mir, institutionelle Propaganda von normalen Meinungen oder Nischendebatten zu unterscheiden. Zusammengefasst, Propaganda erkennt man daran, sie will die Mehrheit, sucht. Oh, jetzt kommt der Coast Guard. Jetzt auch am Schauen, ob es Leute hat rausgetragen. Zusammengefasst, Propaganda erkennt man daran.
Sie will die Mehrheit, scheucht die Fakten, kommt als Flut via die ehemaligen Leitmedien und hat die Unterstützung von Grossinstitutionen. Und genau hier stellt sich für mich die nächste Frage. Wenn ich den ehemaligen Leitmedien nicht mehr blind vertrauen kann, was soll ich mich denn sonst informieren? Wenn ich den grossen Medien nicht mehr blind vertrauen kann, was soll ich mich denn informieren? Diese Frage habe ich auch an euch gestellt, weil ich selber kenne lange nicht alle guten Quellen. Darum habe ich euch letzte Woche in einem YouTube-Post gefragt, welche Quellen oder Kanäle ihr empfehlen könnt. Die Resonanz war riesig. Ich habe eine lange Liste zusammengetragen von Namen, Podcasts und YouTube-Kanälen. Aber beim Durchschauen von all euren Antworten ist mir klar geworden, so einfach ist es nicht. Es gibt nicht die einzige gute Quelle für alles. Ein Zuschauer hat es perfekt auf den Punkt gebracht. Er hat geschrieben, es gibt keine gute Quelle für allgemeine Informationen. Es gibt nur hilfreiche Quellen zu einzelnen Themen. Ukraine, Corona, Wirtschaft etc. Und die meisten sind international. Und genau so sehe ich das so. Eine zentrale Anlaufstelle für neutrale Nachrichten gibt es nicht. Aber es gibt eine Faustregel. Und die geht so. Sucht ihr pro Thema 1-2 Stimmen, idealerweise Interview-Podcasts in Längformat, wo du mit der Zeit vertraust. Von denen bekommst du mit der Zeit weitere Hinweise, die dich auf neue Quellen oder weitere Experten bringen. So baust du dir Schritt für Schritt dein eigenes kleines Netzwerk auf. Das braucht am Anfang ein bisschen mehr Einsatz. Man muss aktiv suchen, überprüfen, vergleichen. Aber genau das macht den Unterschied aus. Wer nur passiv konsumiert, bleibt manipuliert. Wer aktiv wird, entdeckt auf einmal eine erfrischende Vielfalt. Und nach kurzer Zeit macht es sogar noch Spass. Weil, wenn man einmal das Spiel durchschaut hat, dann will man nicht mehr zurück in die alte Illusion. Hier nochmal die Liste mit euren Empfehlungen. Aber Geld, das ist keine endgültige Sammlung, keine Best-of-Liste, sondern als Einstieg denkt. Ich habe nicht kontrolliert, ob ich einer Empfehlung zustimmen würde. Es waren einfach zu viel gewesen. Aber sie zeigt vor allem eins. Es gibt sie noch, die unabhängigen Stimmen. Man muss sie einfach nur selber finden. Was ich gleich gemacht habe, ist, ich habe die mit einem Sternchen gekennzeichnet, die ich selber gut kenne und auch regelmässig höre. Ich kopiere euch die Liste auch noch unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr in aller Ruhe da mal noch drüber schauen. Was ich jetzt aus meiner Recherche zu diesem Video mitnehme, ist vor allem eins. Ich habe lange gemeint, Propaganda gäbe es hauptsächlich in Diktaturen. Jetzt weiss ich, im Gegenteil. Sie ist besonders dominant bei uns. Für mich ist klar, erfolgreiche Propaganda lebt von den grossen Medien. Ohne denen ihre Reichweite wäre sie wirkungslos. Und es kommt noch etwas dazu. Viele Medienhäuser verlieren seit Jahren Abonnenten. Weniger zahlende Leser bedeuten für einen Verlag mehr Abhängigkeit von Sponsoren, Investoren und direkten Subventionen vom Bund. Und mit dieser Abhängigkeit geht auch die Unabhängigkeit verloren. Darum ist für mich klar, auf diese Medien kann ich mich nicht verlassen. Ich muss kritisch bleiben und meinen Blick auch auf alternative Quellen richten. Natürlich hat es dort auch Meinungen, die nicht stimmen oder die übertreiben. Aber indem ich mich durch diese Vielfalt durchbügle, lerne ich, mir selber ein Bild zu machen. Viele sind überzeugt, nur die anderen seien Opfer von Propaganda. Oder sind überzeugt, dass die bekannten Medienmarken frei sind davon. Aber für mich ist klar, ohne die grossen Marken wäre institutionelle Propaganda gar nicht möglich. Bedeutet jetzt das, dass nur die eigenen Leute probieren, uns zu manipulieren? Natürlich nicht. Auch andere Länder probieren sich bei uns einzumischen. Wahrscheinlich über Influencer und kompromittierte Organisationen. Aber die können vielleicht ein paar Tausend oder sogar 10.000 Menschen erreichen. Aber nie die Mehrheit. Für mich persönlich ist das die wichtigste Lektion. Propaganda passiert nicht nur auf den kleinen Sender, sondern sie kommt vor allem durch die grossen direkt in unsere Wohnzimmer. Aber, was weiss ich schon, als ehemaliger Badmeister, der jetzt Doc-Filmer ist, eventuell mehr als gewisse wahrhaben.
Voilà, dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Ganz herzlichen Dank an alle, die mich wieder finanziell unterstützt haben und mir so ihre Wertschätzung zeigen. Das freut mich ganz sehr. Weil der Vogunten ist zu 100% unabhängig und unterstützerfinanziert. Ihr findet die nötigen Zahlungsinfos unter www.vogunten.ch oder im Beschreibungstext von jedem Video. Danke an dieser Stelle nochmal an alle Unterstützer. Vergesst nicht, mir zu verraten, von wo ihr auch das Mal wieder zugeschaut habt. Wir, die nicht blind vertrauen, werden mehr und mehr. Das ist gut. Also, merci fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.